Wir haben natürlich Pausenunterhaltung. Und zwar haben wir musikalische Unterstützung. Da sie gleich auch mein Gast sein wird, darf ich kurz erklären, wer sie ist, was sie gemacht hat. Geboren in Georgia, USA. Ihre musikalische Laufbahn begann im Alter von 2 Jahren im Gospelchor der Baptistenkirche. Sie spielte Rollen in Broadway-Musicals wie Dreamgirls, Black and Blue, Beehive und Smokey Joe's Café. Sie lebt heute in Köln und trat in vielen, vielen Fernsehsendungen auf. WDR Kölsch am Broadway, Eine schöne Bescherung, bei den Kölner Lichtern, RTL Gospel, Weihnachten. Darüber hinaus war sie Vocal Coach bei Deutschland sucht den Superstar. Und als gefragte Gesangssolistin war sie auch zweifach auf Deutschland-Tournee mit Howie, mit Howard Carpendale. Aber auch dem Kölner Karneval ist sie zugetan. So tritt sie auf mit der WDR Big Band Kölsches Kulturgut und sang folglich auf 2 Sessionen mit den Blackfurs und mittlerweile auch mit Brinks. Auch unter anderem vor über 50.000 Zuschauern im Rhein-Energiestadion. Gleich als Talkgast bei mir, jetzt erstmal live on stage mit Musik. Herzlich willkommen, Deborah Watson! Geht's euch gut? Ich wollte sagen, dass ich singe jetzt ein Lied, das ich geschrieben habe. Viele Jahre komme ich hier allein nach Köln und es war Weiberfastnacht. Und ich habe gesagt, wenn ich das hier schaffe, schaffe ich das überall. Und nach so vielen Jahren bin ich hier geblieben und mittlerweile verliebt in Köln. Ich habe ein Lied darüber geschrieben, Ave Colonia, du bist immer für mich da. Es ist ein Lied von der Perspektive einer Ausländer, der Köln liebt. An der Welt schon jetzt sind, doch wenn du bei mir bist, weiß ich, hey, hör dich hin. Lachender Menschen, ganze Jahr, wohin man sucht. Ich hab mich verloren an die Stadt und die Lüge. Ave Colonia, du bist immer für mich da. Du bist die geilste Stadt und ich lebe mittendrin. Ave Colonia, ich blieb hey und will nie mehr fort. Komm, lass mal singen forever. Ave Colonia. Colonia, du hast ein herrliches Ich, die Sprache, die ich verstand, egal was du siehst, du bist eher für, was man leben muss. Und weil das so ist, kriegt mich keiner heraus. Colonia, du bist immer für mich da. Du bist die geilste Stadt und ich lebe mittendrin. Ave Colonia, ich blieb hey und will nie mehr fort.
forever. I'll be Gloria, du bist immer für mich da. Du bist die einzige Stadt und ich lebe mittendrin. Ave Colonia, ich fliege und will nie mich fort. Komm, lass mal singen, forever. Dankeschön. Bis gleich. Lass mal schlagen, nieder und zu sagen. Von Los Maschwade, es geht Vigor. Und ja, wie ihr es gewohnt seid, natürlich auch für den zweiten Teil, für die zweite Halbzeit, nochmals die Handys raus und den Stream bitte teilen, so wie es Köln, unsere Stadt, auf Facebook tut, so wie es Net Cologne macht. Bitte teilt den Talk, die zweite Halbzeit, wegen unserer gewünschten Reichweite. Okay, ihr Lieben. Bevor ich meine 3 neuen Gäste begrüßen darf, natürlich nochmals unser herzlichster Dank an unsere heutigen Sponsoren: WVM Immobilien, Redcoff bei Dr. Auer, Just Be Better, Intersport Häger natürlich, E-Werk und Palladium, Sascha Braun-Wappen, nochmals herzliche Grüße, gute Besserung nach wie vor. Und natürlich auch bei unseren heutigen Gastgebern wollen wir uns bedanken, nochmals bei Jochen Schwarz und Günther Pütz. Vielen Dank! Ja, eine Dame von den 3 Gästen habt ihr eben schon live on stage gehört. Ich habe einiges zu ihr gesagt, ich mag mich da jetzt nicht wiederholen, deswegen herzlich willkommen, Deborah Woodson! Wo du willst, freie Auswahl. Das ist das Schöne, wenn man als Erster kommt. Okay, komm heran. Schön, dass du da bist. Deborah, zu dir kurz. Ich habe schon einiges eben über dich erzählen dürfen, aber interessant ist ja, wie kam diese Verbindung zustande auf einmal, Gospel und Karneval? Das würde mich und vielleicht andere auch interessieren. Ja, ich war... Ein bisschen näher, glaube ich, sonst kriegt die Technik wieder. Ach so, okay. Ich war, ich glaube 96 bin ich hier gekommen und ich habe Gospel gesungen, Gospel und Soulmusik. Und mein Mann hat eine Band und er hat immer Kirchenlieder gesungen. So, als ich die Anfrage bekam, ob ich in WDR ein Kirchlied singen könnte, ich habe gesagt, ja, ich kenne Wasser von Köln. Und das Lied hat mir wirklich gefallen, weil der Black Verse hat wirklich der Stil und der Seele von Gospel Music kapiert in diesem Lied. Und es ist wirklich Gospels. So, das passt wunderbar zu mir. Und dann fange ich an mit der Black Verse. Ich habe viele Sessions und Aussendungen mit der Black Verse gemacht. Und so war der Anfang. Und es ging dann weiter eben auch mit Brings, dann bis im 50.000 Das nächste, was passiert ist, ich habe das Lied im Fernsehen gesungen mit der WDR Big Band und danach war ich eingeladen zu der Abschiedsgala von Hans Super. Und da habe ich das Lied mit der Black Verse gesungen und danach habe ich ich habe einen Chor
für The Brings gesungen, auf das Lied Don't Worry, Be Happy. Und danach war ich gefragt mit The Brings, ich habe für die Prinzen-Proklamation in Gürzenich, danach habe ich für Jubiläumskonzert in Rhein-Energiestadion zweimal für 55.000 Leute gesungen. Minga Rain, aber ich habe Minga Rain gesungen, bis Harry after mir korrigiert hat. Und jetzt mache ich das weiter. Ich habe mit vielen Karnevalsgruppen, mit schönen Freunden von Colonia oder oder am 11.11. mit der kleinen Erdmännchen. Also, sind Kolumbien hier? Ja, ein paar sind da. Ja, 2 habe ich gezählt jetzt. Und die hübschen Jungs von der kleinen Erdmännchen. Oder blauen und rote Funken. So, ich bin Kürzer Mädchen geworden. Und kann ich sagen, zu der letzten Thema bevor der Pause, ich habe auch nichts gegen Ausländer. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Okay, dann lass mal ein aktuelles Thema aufgreifen. Es war jetzt, ich glaube, man kann es mittlerweile sagen, das Ableben von Daniel Kübelböck. Ich glaube, das steht jetzt fest, ne? Dass er wohl ertrunken sein muss, wie auch immer. Du bist jetzt nicht gut befreundet mit ihm gewesen, Gottes Willen, aber du hast ihn kennengelernt, weil du auch Vocal Coach bei DSDS war. Und jetzt ist halt wieder das große Thema Mobbing, wo du ja natürlich auch gleich einiges zu sagen kannst und wirst. Wie hast du ihn empfunden? Wie hast du ihn... Ja, ich war damals sein Vocal Coach bei Deutschland sucht den Superstar und er war ein meiner Meinung nach sehr talentiert. Er war so frei wie ein Vogel auf der Bühne. Und Musik und Gesang ist eine Geschmackssache. Jeder ist anders und jeder merkt anders als der andere. Aber er kam einen Tag zu mir und hat mir gesagt, dass er hat gehört, dass die Leute meinten, dass er nicht singen könnte. Und ich habe gesagt, doch, das kannst du. Du bist einfach anders. Und so war Sucht die Schallplattenfirma. Und so du brauchst nicht wie Michael Jackson oder jemanden zu singen. Du musst nur selber sein. Und er fängt an zu weinen. Und er hat mich gefragt mit Tränen in den Augen, meinst du, dass ich kann nicht singen? Aber ich bin doch keine Sänger. Also das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass du anders bist. So das war schon 16 Jahre her, aber das war schon irgendwie Mobbing. Es ist furchtbar, dass das Internet ist eine gute Sache. Es verbreitet der Welt und bringt uns alle zusammen. Aber man darf alles, was er denkt, in den Internet schreiben und die Kinder versuchen, einander fertig zu machen. Und das ist nur eine neue Form von uns zu trennen, weil wir anders sind. Und wir müssen endlich lernen, dass wir alle Gottes Kinder sind und wir sind einfach unterschiedlich. Wie der Körner sagt, jeder Jack ist anders. Und wir müssen das akzeptieren. Hast du, als du nach Deutschland kamst, wir haben ja eben auch die Problematik wieder gehabt, die teilweise jetzt im Osten der Republik auftauchen, die Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Hast du auch diese Erfahrung hier gemacht, teilweise auch mit Mobbing selbst am eigenen Leib? Oder? Well, Rassismus ist eine ganz alte Form von Mobbing. Leute fertig zu bringen, nur weil sie anders sind. Aber muss ich sagen, in Deutschland, ich habe ein bisschen erlebt, aber es kann nicht vergleichen zu was passiert in den USA. Da ist es wirklich schlimmer. Ich habe hier erlebt, dass ich habe meinen einen Hochzeitsanzug gesucht, so Standesamt anzusehen. Und ich bin in einem Modegeschäft an der Luxemburger Straße gegangen. Ich wollte reingehen. Der Frau hat die Tür blockiert und hat mir gesagt, es gibt nichts für mich in diesem Geschäft. Und ich habe meinen Freund angerufen, er ist jetzt mein Mann.
Und er ist da gekommen und sie hat ihm gesagt, es ist, weil ich Amerikanerin bin. Aber bevor ich ein Wort gesprochen habe, sie wusste nicht, ob ich Afrikaner, Amerikanerin oder aber es war ganz klar, dass ich schwarz bin. Aber das ist ein Einzelinzident. Die meisten meiner Erfahrungen sind sehr positiv in Deutschland. Ich war einmal auf Tournee mit Howard Carpendale, ich war in Chemnitz. Ich war in einem Einkaufscenter und 4 Teenies sind hinterher und hat Uge gemacht. Okay, aber das sind Kinder. Aber das kommt von irgendwo. Und es tut mir leid, in dieser Zeit, 2000, im Jahre 2000, wo wir wissen, dass es andere Leute auf der Welt gibt, schwarz, weiß, braun und gelb, dass wir versuchen, einander nur wegen Hautfarbe nicht zu verstehen. Aber mit diesem Mobbing, ich finde das wirklich, das ist sehr, sehr gefährlich. Viele junge Kinder haben Suizid gemacht wegen Mobbing. Sie machen es so mit diesen Kameras, du machst etwas in Privat, die Kinder nehmen es auf und dann ist es in der Veröffentlichkeit gebracht. Das ist furchtbar. Aber mit dem Rassismus muss ich sagen, es ist nicht so schlimm in Deutschland als in den USA. Ja, wir haben unser Problem in den USA, wir wissen es alle bei unserem Präsidenten. Deborah, aus den USA, ich meine, da ist der Eishockey nun auch Nationalsport. Bist du Eishockey-Fan? Wie bitte? Nein, nicht wirklich, ich bin kein Sportfan, nur Fußball. Football oder Fußball? Fußball, das kann ich verstehen. Okay. Das heißt, du hast nicht dieses grandiose olympische Finale geschaut? Mit deutscher Beteiligung? Das war sehr traurig, ne? Hast du es geschaut? Ich habe keine Ahnung vom Eishockey. Tom, jetzt enttäusch mich nicht. Die Nacht schlechthin, Ende Februar. Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, Entschuldigung. ich hab's leider, nein, aber toll, super. Wie geht's denn bei dir weiter mit aktuellen Projekten? Das nächste, was ich mache, ist meine neue CD. Es ist fast fertig und auf diese CD kommt mein kölsches Lied und ein paar deutsche Lieder, aber die Hauptsache ist Gospel und ich gehe auf Gospel-Tournee, es ist die 6. Gospel-Tournee quer durch Deutschland und diesmal, ich glaube, wir sind in Nordrhein-Westfalen, ja. Okay. Ja. Und karnevalsmäßig läuft es auch weiter oder ist er erstmal jetzt auf Eis? Es ist ein schweres Thema für mich mit Karneval. Ich habe das gut überlegt, weil ich bekomme Auftritten im Karneval, aber ich komme nicht wirklich rein. Und ich glaube, der Grund ist, weil ich habe immer Covers von anderen Leuten gesungen. Und so, wenn der Blackfish schon da ist, warum soll ich Wasser vom Köller singen? Und so, deshalb habe ich... Da gibt es auch andere, die machen das. Ja, aber meine Lieblingslieder sind Wasser vom Köller in unserem Fädel und so viele Lieder von der Blackfish und die Leute, mit denen ich schon gesungen habe. So, endlich mal habe ich, das ist eine von 3 Kölsche-Lieder, die ich geschrieben habe, mit jemand anders natürlich. Ich habe das auf Hochdeutsch geschrieben und dann eigentlich auf Englisch geschrieben. Mein Mann hat das auf Hochdeutsch geschrieben und dann ein Kölner hat das auf Kölsch. So es gibt einen Weg auf die Kolonie, ja. Aber jetzt habe ich meine eigenen Lieder und dann werde ich wieder versuchen rein in Karneval, weil ich liebe Karneval. Wirklich, wie gesagt, der erste Tag, dass ich hier war Weiberfastnacht, aber ich wusste nicht, dass es Karneval war. Der erste Tag in Köln überhaupt? Der erste Tag in Köln. Ich kam in Rudolfplatz rein, ich habe gesagt, was ist hier los? Weil ich wusste nichts von Karneval. Und ich habe gesagt, oh, die Leute sind aber lustig. Aber jetzt weiß ich, was das ist. Ich feiere immer Weiberfastnacht. Und damals habe ich viel Karneval-Sendungen gemacht, aber jetzt will ich mehr. So ich versuche mein Lied rein auf ein Kölner CD zu bringen. Weil ohne das kommt man nicht richtig in
in der Carnival Ride. Und manchmal ich überlege, ob das nur für Kölner sind, weil ich bin nicht hier geboren. Aber was ich kann sagen, ist, als eine Ausländer bin ich auch verliebt in diese Stadt. Deshalb bin ich 20 Jahre hier geblieben. So ist es. Dazu kann ich ja immer nur wieder meinen Standardspruch bringen, den ich 50.000 Mal gesagt habe. Wo du geboren wirst, ist höhere Gewalt, wo dein Herz schlägt, da ist Heimat. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, da darf man auch noch mal einen raushauen, genau. Kleiner Programmhinweis, wir sehen uns wieder am Donnerstag, 18. Oktober im Haus Unkelbach auf der Luxemburger Straße. Unter anderem mit keinem geringeren als King Size Dick und noch viele, viele weitere Gäste. Schaut auf die Lost Maschwade Seite. Das Wort, ich habe fertig. Madet Jod. Tschö.